Dann Live-Content, also alles, was mit Live-Performances zu tun hat, wo man irgendwie zu Content würde flippen, zu digitalem Content, würde ich sagen, ist A-Tier, also wird viel zu wenig genutzt in der Schweiz, wird viel zu wenig gut gemacht. Also auch jetzt ihr jüngeren Musikschaffenden, die da zuschauen, wo das könnte interessieren. Allein schon die Dynamik, dass wenn ihr jetzt Live-Performances macht, irgendwo draussen, also ihr seid on Tour, auch wenn das jetzt nur 2-3 Daten irgendwo random wären, so. Allein schon die Dynamik, dass ihr jetzt beim Mixing-Engineer könntet euer eigenes Aufnahmegerät mitnehmen und sagen, hey, kann ich den Stereo-Output abzapfen, vielleicht nehmen wir das Audio-Interface mit und haben noch eine zweite Spur, wo ihr ein Ambient-Mic, ein Room-Mic würdet aufstellen, wo ihr irgendwo im Raum auch ein bisschen den Applaus oder die Crowd mitbekommt und mit diesen 2 Signalen, also mit dem Master-Output vom FOA, vom Mixing-Pult, plus auch noch vielleicht ein Room-Mic, während ihr erstaunt, dass ihr ein ziemlich solides Signal bekommt, zumindest irgendwie für so Live-Content oder vollständige Live-Performances, wo ihr halt könntet dann auch auf YouTube verwenden, TikTok, wo auch immer, lass es auch als DSP offizieller Release sein, ist Überlegung wert, dass man dort auch mehr Live-Content macht. Wenn ihr mich persönlich fragt, ich finde es viel spannender, wenn ihr die gesamte Song-Performance habt, also in gesamter Songlänge, als jetzt so ein Aftermovie, wo dann 1,5 Minuten aus 3 verschiedenen Winkeln schnell ein Edit siehst und es ist nicht mal die Hälfte vom Song, finde ich jetzt nicht so spannend. Von dem her dort mit dieser Content-Art, finde ich, kann man noch viel mehr spielen, gibt es mega viel Raum nach oben. Allein schon auch dort vielleicht ein Hint, wenn ihr jetzt 15-20 Uploads dort hättet von vollständigen Songs, wo ihr irgendwo live performt habt oder vielleicht in einem Live-Setup neu interpretiert habt, dann hätte man aus dem natürlich auch eine Live-Playlist machen, also eine Video-Playlist, und die hat auch Views einfach im Hintergrund generiert. Die wiederum hättest du für Tourbooker oder für irgendwelche Live-Veranstalter können so ein bisschen vorweisen als Visitenkarte, plus generierst du dort noch mehr organische Views auf deine Songs, was auch schön ist. Klar könnte man jetzt irgendjemand sagen, hey, ich will aber die Strategie haben, dass man 0 Live-Content von mir irgendwo sieht und dass die Leute wirklich an die Show sollen kommen. Die Strategie gibt es natürlich auch. Ich persönlich bin jetzt eher Fan von so einer Hybrid-Ding oder fast schon tendiere mehr dazu, dass der Live-Content auch so gut es geht, sollte digital genutzt werden und recorded und archiviert werden. Sei es jetzt auch, wenn wir das 20 Jahre später nutzen,